Swiss German Storytime mit dem Thomas. Hallo miteinander und willkommen zum nächsten Podcast und auch schon letzten Podcast für dieses Jahr auf meinem Kanal. Ich hoffe, euch geht's gut und ihr könnt schon in die Festtage starten. Wahrscheinlich schon. Und sonst ist es heute vielleicht euer letzter Arbeitstag vor der Weihnacht. Bald ist es ja schon soweit. Heute habe ich für euch eine Weihnachtsgeschichte, die ich gefunden habe in der Appenzeller Zeitung. Und damals werde ich euch Geschichte auf Hochdeutsch vorlesen. Und ihr habt natürlich auch das Transkript dazu. Die Geschichte habe ich mega herzig gefunden. Wirklich eine coole Geschichte. Und ich hoffe, sie wird euch gefallen. Das Intro mache ich natürlich wie immer auf Schweizerdeutsch, damit ihr auch eure Portion Schweizerdeutsch bekommt heute. Wie geht es euch so vor Weihnachten? Bei uns ist es im Moment ruhig. Ich habe die meisten Geschenke, so Sachen schon vorbereitet. Und heute ist der letzte Arbeitstag. Am Nachmittag fahre ich auf Langenthal für ein Aikido-Seminar, noch das letzte von dem Jahr auch. Morgen werde ich dort sein und dann ab Sonntag werde ich sicher die Weihnacht mit der Familie geniessen. Ja, und die guten News sind, ich werde wahrscheinlich noch vor Neujahr auf Japan fliegen und werde euch dann ab Januar von Japan aus wieder mit Deutsch und Schweizerdeutsch Beiträgen berieseln. Aber an dieser Stelle, weil das ja der letzte Podcast ist, möchte ich mich ganz herzlich bei euch bedanken, dass ihr in diesem Jahr Swiss German Storytime gefolgt sind, meine Beiträge hört, meine Podcasts, mich auch auf Patreon unterstützt. Also vielen herzlichen Dank für eure Unterstützung. Das schätze ich wirklich sehr. Und ich freue mich sehr, wenn es euch gefällt, wenn meine Beiträge hilfreich sind für euch. Das ist das Größte für mich. Also bitte bleibt auch weiterhin bei mir. Lasst mich wissen, falls ihr irgendwie Wünsche habt, irgendwie Vorschläge habt für neue Sachen, neue Beiträge oder wenn ich irgendwas könnte produzieren, das euch hilft, schreibt mir es einfach, lasst mich wissen, kontaktiert mich. Das würde mich freuen. Mein Ziel ist sicher zum Weitermachen mit Swiss German Storytime, zum weiterhin hilfreiche Beiträge kreieren. Auf jeden Fall, nächstes Jahr werde ich so weitermachen. Super, aber dann möchte ich gerne noch mal zu viel erzählen und wünsche euch viel Spaß bei der folgenden Weihnachtsgeschichte. Und an dieser Stelle wünsche ich euch auch ganz schöne Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bis nächstes Jahr. Der mürrische Pensionär. Eine Weihnachtsgeschichte. Herr Kalt war nicht beliebt im Altersheim. Er gehörte zu den Menschen, die einem, wenn nicht auf den ersten, dann auf den zweiten Blick unsympathisch waren. Vielleicht zu Unrecht, ein ganzes Leben lang. Kein Wunder, dass der alte Mann mürrisch und oft unduldsam geworden war. Selten sprach jemand mit ihm und er selbst redete meistens nur mit den Katzen, die um das Heim schlichen und von ihm gefüttert wurden. Einen Teil der Rente, die ihm für einen bescheidenen Lebensabend ausreichte, verwendete er stets für das Tierfutter. Trotz seiner 84 Jahre war er von einer erstaunlichen Vitalität. Weil er wusste, dass man ihn nicht sonderlich mochte, verbrachte er tagsüber die meiste Zeit außer Haus. Der alte Mann im abgenutzten grauen Lodenmantel mit dem schäbigen Rucksack am Rücken und dem knorrigen Stock in der Hand war in der weiten Umgebung bekannt. Doch auch hier gingen ihm die Leute aus dem Weg. Selbst der Heimleiter hatte das Heu nicht auf der gleichen Bühne wie er, und schon mehrmals geriet er wegen der Katzenfütterung mit ihm in Streit. Danach tat ihm der alte Mann jedoch immer leid, denn die Katzen schienen die einzigen zu sein, die ihn mochten. In der Adventszeit mussten die getigerten Freunde jeweils bis spät in die Nacht hinein aufs Fressen warten. Gleich nach dem Mittagessen marschierte Herr Kalt los und kam erst zu später Stunde zurück. »Wo treibt sich eigentlich dieser Katzenheini herum?« tuschelten seine Tischnachbarn beim Abendessen, wenn sein Platz leer blieb. Herr Kalt aber hatte nur eines im Sinn. Er wollte so viele öffentliche Klaus- und Weihnachtsfeiern besuchen, wie nur möglich. Vor allem die, wo jeder Besucher ein Geschenk bekam.
Dass er bei den meisten Feiern bis am Schluss ausharren musste, störte ihn zwar, aber nur wer bis zum Ende blieb, durfte ein Präsent in Empfang nehmen. Dort, wo es etwas Besonderes gab, stellte er sich nochmals in die Reihe. So kam es, dass Herr Kalt an manchen Abenden todmüde, dafür mit einem gefüllten Rucksack im Altersheim ankam. Und war es noch so spät, seine Katzen vergaß er nie, was ihm immer wieder harte Worte des Heimleiters einbrockte. Andererseits machte sich dieser auch Sorgen um den Einzelgänger. Als er eines Morgens vom Zimmermädchen erfuhr, dass Herr Kalt das ganze Zimmer voll mit allerlei Waren habe, beschloss er, den Pensionär zur Rede zu stellen. Doch sollte es anders kommen. Wie üblich machte der Heimleiter auch am heiligen Abend seinen letzten Nachtrundgang durch das Haus. Überall war es dunkel und still. Nur bei Herr Kalt sah er einen Lichtschein unter der Türe durchschimmern. Zudem drang leise Weihnachtsmusik in den Flur. Er wird beim Radiohören eingeschlafen sein, dachte er und öffnete nach dem Anklopfen leise die Tür. Herr Kalt saß im Lehnstuhl, den Kopf auf der Seite und schlief. Überall lagen Schnipsel von Geschenkpapier, der Tisch glich einem kleinen Warenlager. Auf der Kommode waren Weihnachtspäckchen aufgestapelt, jedes mit einem Namensschild und guten Wünschen versehen. Er las ein paar Namen und erkannte, dass sie für die pflegebedürftigen Bewohner bestimmt waren, die nicht aus dem Haus kamen. Etwa 2 Dutzend Geschenke hatte Herr Kalt schön eingepackt, bevor ihn der Schlaf übermannte. Schweigend und nachdenklich betrachtete er den schlafenden Mann. Mit einem Mal sah er ihn nicht mehr nur als einen griesgrämigen Einzelgänger. Leise und etwas beschämt ging er aus dem Zimmer und schloss die Tür. Am Weihnachtsmorgen dann fanden viele Heimbewohner ein Päckchen vor ihrer Tür und freuten sich riesig über die unerwartete Gabe. Dazu noch vom Katzenheini. Am meisten überrascht war aber Herr Kalt, als er später vor seiner Tür ein großes Paket fand. Noch größer wurden seine Augen, als er es auspackte. Es war ein neuer Rucksack, voll gefüllt mit Katzenfutter.